Wie all Mond haben wir auch diesen Mond eine neue Sportsart getestet. Diesen Mond war mir auf der Kuckelscheier der Trainingssaal auf einem Eishockeytraining. Wie wir uns durchgeschlagen haben, sieht er direkt. Tornado Lützeburg ass niwen Beaufort Knights die einzig Eishockey-Equipe aus dem Land. Die Equipe vom Mulzig-Kanal wollte ein paar andere iwwer diesen Sport gewannen und dürfen sowohl nur gucken wie auch mal trainieren. Für alle Regeln sind wir in die Kabine gegangen, wo wir die Ausrüstung gewiesen und erklärt kriegten. Und dann den Schulterschoner, Gelbschoner, Trikot und dann zum Schluss die Schlittschuhe. Und dann möchte ich den Schoner normalerweise die so. Und dann normalerweise den Schlittschuhe. Für die Hunde, das ist 100 Teilorganisationen. Im doen als du nicht gehen. Aber wir dürfen raus auf die Eis, wie beim Training mitzumachen. Ich meine, wenn den Eishockey im Fernsehen gesagt hat, immer ein bisschen brutal aus. Es kann den checken, es kann den an den anderen rennen, aber da gibt es auch Regeln, der wir nicht mehr wie 3 Schritte aufgeholt haben, der wir nicht checken, wenn den anderen Meter von der Klotte steht, für das sie schwer den an der Klotte. Und da geht es abseits, wie auch am Fußball, wie an anderen Sportarten, wo eben ein bisschen anders ist. Da geht es um die Linnen, der Spieler darf nicht über die Linie sein, der Puck über die Linie, sondern der will noch den Puck nicht von einer Seite auf die andere bis 100 Goal schießen. Und dann muss fair natürlich bleiben, wie an allen anderen Sporten. Der will nicht den Fuß setzen, der will nicht den unhalten. Und von daher ist dann funktioniert wie ein anderer Sportart, das ist eben just ein bisschen schnell. Dadurch, dass den Eishockey echt zu einen Randsportarten hier im Land gehört, dreht Tornado Lützeburg aber ganz viel dazu bei, für diesen Sport die nötige Anerkennung zu geben und Aufmerksamkeit zu verschaffen, die er verdient wird. Eishockey gibt es schon mehr wie 40 Jahre zu Lützeburg. Da ist gegangen zu Beaufort. Das war am Anfang die erste Eispiste. An Hosen, an Donau, Rheimisch und noch Koppelscheier. Dann natürlich mit den Top-Ländern wie Kanada, Schweden, Finnland, Deutschland, an denen Top 16 Länder können wir natürlich nicht mitteilen. Die haben extrem viele Spieler, die haben Tausende von Eishockeyspielern, mehr haben hier am Land 400. Gegen 2, 2 and 2. So 1-0, then we will go to the 2 and 2. Then I have a 3 and 3 game. Der Peter hat seinen ersten Schritt in Tschechien gemacht und hat später in Deutschland gespielt. Insgesamt wird er 11 Saison an der deutschen Eishockey-Liga evaluiert. Seit 4 Jahren ist er als Cheftrainer beim Tornado aktiv. Es ist ein Teamsport. Man muss zusammenarbeiten, zusammenspielen. Aber man hat natürlich auch man braucht sehr viel Skills, also Technik, technische Fähigkeiten, wie Skaten ist natürlich das Wichtigste, aber nicht nur das, Schießen, Passen. Man muss ganz viele Attribute aufweisen. Es ist, man sagt, schnellste Sportart der Welt. Wir haben ganz viele Kinder, die bei uns sind im Nachwuchs, bei den Huskies hier und funktioniert ganz toll. Die Eishockeyspieler vom Tornado vertreten Lützeburg auch auf internationalem Niveau.
Sie spielen nämlich an der 3. französischer Eishockey-Division. Wir kompetieren auf einem hohen Level, ziemlich hoch, und es wird viel ehrenamtliche Arbeit hier geleistet. Das ist unfassbar. Da bin ich sehr stolz darauf, wie alle zusammenhelfen, und mit den wenigen begrenzten Möglichkeiten würde ich sagen, den Eishockeysport hochhalten und ja. So Mädchen, echte Fazit zu diesem Sport, was haltet ihr davon? Ich fühle mich wie ein Hund mit diesem Helm. Ich meine, das ist ein anstrengender Sport und das ist bei mir anstrengend wie im Mangt. Es ist extrem warm und hat viele Kleider. Und es geht auch in der Schatz, weil es einfach Eis ist. Aber weil du aber Schlittschuh ohne, wenn es nicht gewinnt, was er lacht zu machen, ist aber schwer. Und du, Julia, was meinst du? Also ich fand, dass es ziemlich anstrengend war. Wenn sie so bei uns gelaufen kommen, dann wurde noch wirklich angestrengt, muss ich sagen. Das ist wirklich viel mehr anstrengend, wie ich gedacht habe, mit dem Schleier zu gehen, das ist nicht Menge. Also, von einer Skala von 1 bis 10, was gibt es dem Eishockey gehen? Ich gebe so eine 8 von 10, weil es war ein interessanter Sport. Ich gebe so einen gut 7. Ich bin bei 8, ich meine, dann ist das Fazit 8.